Hallo, lief Kanner. Haut gesagt alles ein bisschen ernst aus. Was denkst du? Außer von meiner Kerz. Ich durch, ich gebe ich Haut ein Gruselgeschichte erzählen. Probiert mal. Lauscht dort nun. Wie weiß, vielleicht müsst ihr das ja schon schwarz. Schnappt ihr Mama oder Papa. Ihren allerbeste Patsy. Mal ist gut schuckelig an ihrer Decken. An der Spitze der Ohren. Ich fange an zu luchen. Den einer fange an zu luchen. An mir Spitze. Dat hei ass d'Geschicht vun der Calatrava. Et waren emol ein Mann an eng Fra. Sie waren ganz viel froh mat deneen an hatten e klenge Jong. Zusummen huet d'Famill an engem großen Haus gewohnt, a sie hatten 3 Leut, die hinnen am Haus geholfen. Ein Käschin, eng Mut, an e Gärtner. Allen 3 waren se froh am Jong. De Jong awer war von Ufang un net so wie all die aner Jungen. Am Platz dobausen ze spielen, betien se Schlewer am Haus opgehalen. Huet doch net viel geschwart, huet awer dofir ganz oft fir sech komisch Melodie gesungen. Bessen wie dat hei. Mat senge pechschwärzen Hoer, senge geringen Ahn, a senger blischer Haut huet hi noch ganz ungesund ausgesinn. Dem Jung sei Pap huet sech Sugen sei Fis gemar an huet dofir oft probéiert, hien an frisch Luft ze kreien. Mam awer sie huet de Jung siegellos. Sie huet hien die ganz viel Zimmer am großen Haus an Decke gelos, an huet nie in allen Tour zu ihm gesucht. Et war, wie wann Mam de Jung geif verstohlen, dass ihn extra verstehst mech taschend hinne ging. Wie de Jung 7 Jahre alt war, ass eng Mam krank gin. Mot huet der Mam de Schwees vun der Stier gewäsch. Käschin huet der Mam eng gut Pulis Zopp gekacht, an de Gärtner huet hier Blumen an, aus dem Gärt niwen Bett gestalt. An de Jung huet probéiert sie mat senge Melodien opzumunteren. Me et huet alles neicht bruech. No 6 lange Wochen, wo sie immer méi schwer gin ass sie den 31. Oktober verstorben. Die Jung huet furchtbar gekrasch. War net ze trichten. Och tot, Käschin an de Gärtner waren furchtbar traurig. Sie konnten alle goe sech Liewen nie Mam goe net firstellen, as hunn se schrecklich vermisst. De Pap huet desideiert fir d'Mam net wie üblich Kirfech zu begruewe me an ihrem Haus am Gerd. A von do un ass de Jung all der 1 Stunde lang an der Uwesdämmerung, dat ass die Zeit, wo et von hell op deichter wieselt, an de Gerd gangen, an huet du beim Graf senger verstorvener Mam seg Melodie gesungen. Ganz Joer lang huet de Pap de Jung bei Graf goe gelos. Wir war froh, dass der Junge lo aus dem Haus gangen ass fir an frisch Luft ze goen. Sein Haut war auch schon net wie so bleich wie fir Drun. Me no engem Joer so den awer zu segem Jung:
Lo geht es aber du. Du hast genug getrauert. Du gehst nur nicht mehr bei Kar. Me, egal wie oft. Der Pap segem Jung verboten huet fir an der Gerd zangen ze goen, die Jung wird nicht gefolcht. Der für der, so ziehen, war seiner Mann an huet gesund. Der Pap wusste sich kein Rot mehr. Und so hat ihn entschieden, das Haus zu verkaufen und ein anderes durchzuplündern. Er hat ein kleines Haus gekauft, aber gar nicht aus dem alten Haus an das neue Haus mitholen. Nicht, so der Junge aus seiner Mama erinnern. Am Dorf aber haben sie gezielt. Das Haus wäre ein Geisterhaus. Mit der Papa hat das dumme Geschwätz ignoriert. Der Junge ist bei Bumi geschickt worden, dass sie in den Stress vom Plündern nicht so mitkriegen. Aber wie der Junge fort war, hat der Papa, der Mut, der Käschin und der Gärtner gesagt, sie gäben an dem neuen Haus nicht gebraucht gehen. Aber sie sollten sich aber keine Sorgen machen, weil die Leute, die das Haus gekauft hätten, gäben auch Hilfe brauchen, also sie könnten weiter am Haus bleiben und für die neuen Leute schaffen. Der Papa hat just das Nötigste gepackt, und der Mut, der Käschin und dem Gärtner alle gesagt, und das kurz darauf an das neue Haus gefahren, für dort zu putzen und nicht anzurichten. Wie der Papa mit seiner Erbischt fertig war am neuen Haus, wird Bumi den Jungen durch hinabgerutscht. Der Junge ist ganz los durch alle Zimmer gegangen und hat sich ganz gut angeguckt. Und einmal hat er angefangen, seine Melodien zu summen. Wie so der Speicher ist noch abgeklommen. Aber wie so der Keller aufgeklommen. Wie hier aus dem Keller zurückkommen, so tieren zu seinem Pap. Käschin hat mir gerade gesagt, dass sie als ein Zopf an ihrer Kasserole brutschelt und dass es der Mann gut geht. Der Pap hat ganz verwundert dran geguckt und hat geantwortet, aber Käschin ist doch gar nicht mit ein neues Haus gekommen. Sie ist an dem alten Haus geblieben, bei den neuen Bewohnern. Was der Junge Blödsinn schwätzt durch den. Er scheint ganz gestresst zu sein, aber von dem Plündern durch den Pap. Er hat den Jungen auf Kummer geschickt, für zu rasten. Den Tag darauf hat der Pap einen Brief an der Post gekriegt. Der Brief war vom Gärtner. Da stand dran: Es tut mir leid, dir mitzuteilen, dass Käschin leider verstorben ist. Sie ist mit einer dicken Kasserole voller Zopp Keller aufgefallen. Wie der Pap das hören hat, ist ein direkter Junge auf die Kummer sicher gegangen und hat ihn so sehr wie es gegangen ist, mit an den Auto geholt an die zwei. Sie fortgefahren so sehr wie sie konnten. Aber sie sind nie mehr an das Haus zurückgegangen. Kein Sorge. Es war just eine Geschichte, die ich mir aufhalten gelassen habe. Vielleicht tut sie ihr schon ein bisschen Spaß gemacht. Aber nicht. Mehr können eine neue Geschichte. Rein vom Frühjahr, wo ich nicht fertig muss. See you later, Alligator.